Die USA, Japan und Südkorea haben die jüngste Serie nordkoreanischer Raketentests als destabilisierend verurteilt. Pjöngjang müsse seine unrechtmäßigen Aktivitäten einstellen und stattdessen den Dialog suchen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die US-Außenminister Blinken, sein japanischer Kollege Yoshimasa und Südkoreas Chefdiplomat nach einem Treffen in Honolulu am Samstag unterzeichneten. Der uigurische Wissenschaftler Dr. Abduhelil Abdurrahim, der sein Hochschulstudium in Japan beendete, kam nach dem Abschluss zurück in seine Heimat Osttürkistan. Sein Leben lang hielt er sich von politischen oder antichinesischen Aktivitäten fern. Trotzdem wurde er im Januar 2021 in Urumqi verhaftet, weil er im Ausland studierte und somit Separatismus betreibe. Die niederländische Fluggesellschaft KLM macht sich Sorgen um die Sicherheit ihrer Flüge angesichts der russischen Drohung gegenüber der Ukraine. Aus Vorsicht stellt KLM ihre Flüge in die Ukraine mit sofortiger Wirkung ein. Die Bundesversammlung hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Er bekam 1045 von 1472 möglichen Stimmen. Nach seiner Wahl warnte Steinmeier vor einer akuten Kriegsgefahr in Europa. US F-22 Kampfflugzeuge sind am Samstag nach einer Reihe beispielloser Angriffe von Husi-Kämpfern in Abu Dhabi auf einem Luftwaffenstützpunkt in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen, teilte die US-Luftwaffe am Samstag mit. In Indonesien sind in der Nacht zum Sonntag 10 Menschen von Flutwellen überrascht und dabei getötet worden. Der Strand ist laut Militär nachts geschlossen, die Meditierenden fanden dennoch einen Weg ans Meer. Grundstückseigentümer, die der Gemeinde nicht innerhalb von 6 Monaten mitteilen, dass ihre Häuser leer stehen, werden mit einer Geldstrafe belegt nach dem Krisen- und Sanierungsgesetz.